66, 67 fing das an hier mit den ersten Absprachen. Da habe ich das auch heute mal miterlebt, wie das hier so anfing, der Grunderwerb. Das heißt, die Grube ist rumgegangen und hat aufgekauft, hat Gespräche geführt, hat Gespräche Leute wegen der rumgeschickt. Umsiedlung vor allen Dingen. Und es ist uns ja damals auch nicht gesagt worden, wegen dieser Kohleverladung. Da hat man eigentlich dann noch ein Grundstück mehr weggenommen, weil man noch näher an den Ort ran wollte. Kohleverladung, was hier, das ist einfach so abgesprochen worden. Man wusste ja überhaupt nicht, was zukommt, so eine Verladestation, was das eigentlich bedeutet. Keiner hat das gewusst. Und meine Vorgängerin, das war ja auch eine Frau gewesen, die hat sich eigentlich immer mit dem eingelassen, was von oben kam, das musste gemacht werden. Nicht? Wir haben damals, es ging um die Schule, die sollte ja auch liquidiert werden, da wollten sie praktisch in Schleife, kam dann der Schulanbau, der ist dann von der Laubach bezahlt worden, der Anbau und Schleife, und hier haben die Laubach einfach die Schule weggenommen für Verwaltungszwecke. Naja gut, ich meine Geldverlust, es kommt immer auf den Wert des Hauses drauf an. Ja. Bei uns wurde zu Ostzeiten an den Häusern nicht viel gemacht, weil wir erstmal Baustopp hier hatten. Wir durften auch nicht viel machen, es wurde nur eine Werterhaltung immer erlaubt. Und ein bisschen Modernisierung. So, und da hat jeder eben nur das Notwendigste gemacht, ein bisschen Bad angebaut und dies und jenes. Ne? Aber eben im Großen und Ganzen hat eben keiner mehr groß was gemacht. Sie hätten 5 Jahre früher kommen sollen, jetzt hat ja auch schon jeder alles schick gemacht. Naja, jetzt tut sich schon eine ganze Menge. So, jetzt hat ja jeder im Haus schon, aber gleich so nach der Wende, man hat es gesehen, dass eben nicht viel gemacht wurde in den Häusern. Ne? Nur in Werterhaltung. Was man in Rose sieht, überall wurden da Kleckse dazu gebaut und angebaut und so weiter. Richtige schöne Häuser. Habt ihr nicht? Naja, es ist so, wie man, nicht, Sie sehen ja, viele wurden dazu gebaut, die wurden in Erker angebaut, Flachdach dran gemacht und was nicht alles. Nicht. Und viele würden ja sagen, ja gut, dann würden wir uns ein vernünftiges Haus hinbauen. Nicht? Anstatt immer so zu kleckern. Ja, weil das nicht genehmigt war. Es waren also dann so eine bestimmte Grenzen für die Baugenehmigung. Nicht? Ich bin ja selber auch hergekommen, ich wollte Waschküche bauen, die Garage zum Beispiel. Ja. Nicht? Die durften wir nur bauen mit Eintragung im Katasteramt, dass, wenn die Kohle die Flächen in Anspruch, dass wir das auf unsere Kosten abreißen. So was gewesen. Das heißt, man müsste sich ganz schön überlegen, ob man daran investiert. Ja, nicht? Das ist, aber das hat sich das jetzt eigentlich geändert? Das hat sich geändert. Die Eintragung und im Kataster muss jetzt gestrichen werden, da muss man dann der Bergbehörde eine Genehmigung haben, dass das nicht mehr notwendig ist. Und jetzt kann man wieder hier angeblich bauen. Man hat so gebaut, wie man Geld hatte, hat so viel investiert, wie man sich leisten konnte, und dann wurde stückchenweise gemacht. Das sieht man auch überall an den Häusern. Stückchenweise war wieder ein Schwung Geld da, hat man erweitert, versucht neu zu machen, das neu zu schaffen, was man gebraucht hat. So. Dann kam die Wende, ja, dann hätte man können, und dann hieß es immer, ach, Mörose ist Abrissgebiet. Kredite hat es hier dann schon erstmal, schwierig gegeben. Also diese günstigen Kredite, jetzt der Sachsenkredit, der war in angeboten gewesen. Der kam für Mörose gar nicht in Frage. Den hätte man gar nicht in Anspruch nehmen dürfen, oder hätte man gar nicht gekriegt, eben weil wir im Abrissgebiet waren. Da hat man schon oft immer gefragt, ja, nicht doch mal. Das kriegen wir nie, das kriegen wir nie. Wir sind überall mehr oder weniger schlecht dran. Ne?